Hallo, lass uns Deutsch lernen. Heute ein kurzer Dialog. Hör gut zu. Heute sprechen wir über ein Thema, das immer wieder für Diskussionen sorgt. Was darf Satire? Genau, Satire bewegt sich oft auf einem schmalen Grat zwischen Humor und Beleidigung. Aber warum ist das so? Satire soll ja gesellschaftliche Missstände aufzeigen, indem sie diese überspitzt darstellt. Richtig. Satire bietet eine Möglichkeit, Kritik zu äußern, ohne direkt anzugreifen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Da fällt mir ein berühmtes Zitat von Kurt Tucholsky ein: Satire darf alles. Aber ist das wirklich so? In der Theorie klingt das gut, aber in der Praxis gibt es juristische und moralische Grenzen. Man denke an den Fall Böhmermann und sein Gedicht über den türkischen Präsidenten. Das löste eine große Debatte aus. Genau, die Frage war, wo endet die künstlerische Freiheit und wo beginnt die Beleidigung? Interessant ist auch, dass Satire in verschiedenen Ländern unterschiedlich wahrgenommen wird. Absolut. In Deutschland haben wir eine lange Tradition der politischen Satire. In anderen Ländern ist das oft nicht so verbreitet. Das stimmt. In autoritären Staaten ist Satire sogar gefährlich. Man könnte sagen, Satire ist ein Spiegel der Gesellschaft. Ja, und sie lebt von der Reaktion des Publikums. Keine Reaktion, keine Wirkung. Aber was, wenn die Reaktion extrem negativ ist? Sollte man dann die Satire zurücknehmen? Schwierig. Manchmal muss Satire provozieren, um Diskussionen anzustoßen. Andererseits kann sie auch verletzen und Hass verstärken. Die Balance zu finden, ist die Kunst. Ich denke, Satire sollte immer ein Ziel haben jenseits des reinen Schocks. Da bin ich bei dir. Es sollte nicht nur darum gehen, Grenzen auszutesten. Manchmal stellt sich auch die Frage, wer überhaupt das Ziel der Satire ist. Ist es die Macht oder sind es Minderheiten? Ein sehr wichtiger Punkt: Satire sollte nach oben zielen, nicht nach unten. Aber was ist mit dem Publikum? Kann Satire auch das Gegenteil bewirken und Vorurteile verstärken? Das kommt auf die Ausführung an. Gute Satire regt zum Nachdenken an, schlechte kann schaden. Letztlich bleibt die Frage, wie weit Satire gehen darf. Ist alles erlaubt, solange es nicht gesetzlich verboten ist? Ein Dilemma, das sicherlich nicht einfach zu lösen ist. Vielleicht sollten wir die Frage an unsere Zuhörer weitergeben. Was denkt ihr? Wo liegen die Grenzen der Satire? Genau, teilt uns eure Meinung mit, wir sind gespannt auf eure Gedanken.